Ja, wie geht es euch so nicht 24, im 26? Ich finde es ganz komisch. Aber irgendwie von 5 auf 6, also 25 auf 26, habe ich so kein Problem mit, dass ich es falsch schreibe. Also in meinem Kopf ist schon voll 2026. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, das ist eine Confession. Ich finde es richtig peinlich, vor allem weil ich das Jahr extrem oft habe das Datum aufschreiben musste. Ich bin Lehrerin, rein theoretisch. Also ich bin nicht richtig Lehrerin, aber ihr checkt. Ich habe das ganze Jahr, bis im Dezember, wenn ich 2025 geschrieben habe, bin ich immer so in meinem Kopf gedacht, hey, stimmt das? Ist 2025? Ich habe so keins, ich Gefühl, seit Corona, und ihr könnt mich nicht mal blamen. Wir haben alle wahrscheinlich ein abgefucktes Zeitgefühl seit Corona. Aber seit Corona habe ich das Gefühl, ich weiss nicht, was für ein Jahr ist. Und wirklich immer, ich schreibe so 202 und dann fange ich so an, wie spät? Nicht wie spät. Wo sind wir? Auch wenn ich so Leute, ich weiss nicht, was mit euch allen nicht gut ist. Ich finde ja, meins ist normaler, aber alle Leute, mit denen ich rede, sind so, ja, voll, Frauenfeld 2022, dort ist Lil Uzi und Playboi Carti gekommen. Und ich bin so, Alter, wieso wisst ihr, in welchem Jahr welcher Act gekommen ist? Ich weiß nicht mal, in welchem Jahr dass ich dort war, obwohl ich immer dort war. Ich weiß nicht, und Leute reden mit so einer Sicherheit über die vergangenen Jahre. Und ich bin wirklich so, also, ich weiss legit nicht mal, in welchem Jahr ich die Matur abgeschlossen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall 2026 voll mein Jahr, weil ich weiss ja, im Gespür, ich fühle mich wie im 26. Und ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber 2026 bringen wir offiziell das 2016 zurück. Wir sind zurück im 2016 und I love it. 2016 für mich eine sehr prägende Zeit. Fragt mich nicht, wie alt ich 12. Ich habe es gerade ausgerechnet. 12 bin ich. Meine beste und meine schlimmste Ära. Noch nie ist es mir so schlecht gegangen wie mit 12 wahrscheinlich. Aber in dem Moment habe ich es wie nicht gecheckt. Das ist das Gute am so jugendlich und Kind sein. Man checkt gar nicht, dass man am Strugglen ist. Man meint einfach so, das ist halt normal. Let me go on Ask FM und mich mobben lassen und mir selber Fragen stellen, um mich noch mehr mobben lassen. Von irgendwelchen dummen 16-Jährigen. Naja, das war mein 2016. Dann habe ich auch Musical.ly entdeckt und keine Ahnung, habe viel zu viel Zeit im Internet verbracht und habe all meine Musikbangers kennengelernt, die ich bis heute noch höre. Etwas anderes, wir haben das Jubiläum, das ist die 100. Folge. Wir hätten schon wahrscheinlich fast 200 Folgen, hätte ich jede Woche konsequent durchgezogen, so wie das eigentlich am Anfang geplant war. Aber hey, wir sind bei 100 angekommen. A win is a win. 100 Folgen. Wuhu! Mach bitte deine Hand auf, wenn du nicht im ÖV sitzt. Wuhu! Wir machen beide zusammen. Wuhu! Ja, wir machen nicht ein Recap, wir laden nicht irgendwelche Leute ein, weil, what the fuck, das ist ein Solo-Podcast, weil wir es vielleicht schon gemerkt haben. Aber wir werden immer wieder im Fall von irgendwelchen Social-Media-Menschen, also so Leute hinter den Kulissen, so bei Brands und so, die versprechen mir immer wieder Sachen. Sie sind immer so, hey, könnt ihr vielleicht mal den und den als Gast klären? Ich bin so, ja, gib. Dann denke ich mir so, wo filme ich das? Weil ich sitze so in unserer Abstellkammer. Ich habe keinen Ort, um mit einem Fame-Typ zu reden. Aber hey, was nicht ist, kann noch werden. Aber ich interessiert es eh nicht. Immer wenn ich einen Gast habe, sind sie so, ja okay, kannst du wieder allein schnurren. Ihr seid einfach alle genau so scheiß asozial wie ich. Eigentlich habe ich etwas ganz anderes. Ich bin auch ein bisschen nervös darüber. Ich habe euch ja immer wieder mal angeteasert, dass ich so Formate überlegt habe, wo wir mit einbinden. Und ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal den ersten Jingle einspielen lassen. WWET. Was würde Emma tun? Genau, WWET. Das ist ein Format, könnt ihr euch ja schon denken, angelehnt an die Advice Session. Also eigentlich kann ich immer noch die Sachen nehmen, die ihr mir geschrieben habt zu Advice Session. Übrigens, es gibt immer so ein Google Forms Dokument, wo ihr in der Bio oder in der Beschreibung draufdrücken könnt. Und dann könnt ihr anonym Sachen reinschreiben, Situationen, bla bla bla. Es steht dann dort alles, was für was ist. Und ich sehe nicht, wer ihr seid. Also ich sehe nicht mal irgendeinen Fake-Namen, also ich sehe gar nichts. Es könnte auch die gleiche Person 1000-mal geschrieben haben, ich wüsste nicht, dass das die gleiche Person ist. Und Leute haben mir schon mega lange ihre Probleme geschildert und so, und das machen wir jetzt einfach hier, im eigenen Format, so tun wir das besprechen. Und wie der Name schon sagt, es ist einfach, was ich machen würde. Ich analysiere eure Situation. Das heisst nicht, dass das
das Richtige ist oder vielleicht immer gut ist, sondern einfach, was würde Emma tun? Für heute habe ich mir einfach mal, ich bin durchgegangen und ihr habt eigentlich alle immer genau das gleiche Problem, was mich auch irgendwie ein bisschen verwundert. Also ist alles gut bei uns. Ich tue mich mit einbeziehen, weil ich das Problem auch schon hatte. Und darum tue ich einfach schnell zusammenfassen, anstatt einfach ein spezifisches vorlesen, weil ich glaube, es bringt uns allen mehr, wenn ich einfach etwas verallgemeinert erzähle, weil wir können alle relaten. Und zwar geht es um die Situation, du bist mit jemandem befreundet und die Person ist in einer mega schlimmen Beziehung. Und du weißt das, du siehst das, weil du stehst von außen und bekommst ja immer wieder alles mit. Und obviously ist es einfach eine scheiß Beziehung, okay? Man muss nicht mehr darüber diskutieren, ob das eine gute oder schlechte Beziehung ist. Du als Kollegin kannst einschätzen, oh mein Gott, dieser Typ ist scheiße. Oder die Frau von mir aus, mir egal. Es geht immer nur um Typen in diesen Nachrichten. Also deine Kollegin ist in einer toxischen Beziehung und das Problem ist, sie erzählt es dir die ganze Zeit. Sie kommt immer, oh nein, jetzt hat er wieder das und das gemacht und Scheiße, was mache ich jetzt? Und du nimmst dir deine Zeit raus und hilfst ihr und sagst, hey, schau, dies, das und jenes. Und die ersten 10 Mal machst du es wahrscheinlich sehr nett und mega umfangreich und besprichst das alles von vorne bis hinten, hinten bis vorne, alles 20 Mal durch und irgendwann hast du aber einfach nur noch den Anschiss und hast keine Lust mehr auf diese Kollegin. Wegen dem, wegen etwas, was eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat. Du bist ja nicht in dieser Beziehung, du wirst nicht schlecht behandelt von ihrem Freund, aber rein der Fakt, dass die Person immer nur bei dir kommt, sich auskotzen, aber nichts ändert an der Situation, ist für dich so frustrierend und so scheiße, dass du dir denkst, oh mein Gott, ich kann nicht mit dir befreundet sein. Dann kommt der Punkt, wo meistens in den Nachrichten, die ihr schreibt, so das Problem ist, so hey, ich fühle mich aber irgendwie auch schlecht und ist das jetzt überhaupt, ist das falsch von mir, dass ich keine Lust mehr habe oder was könnte ich machen, dass es besser wird? Und meine Sheila, wirklich meine Einschätzung, ich habe es mir das Zeitchen überlegt, meine Einschätzung ist, du kannst nichts machen. Ich war nämlich immer die Kollegin mein ganzes Leben, seit 2016. Nämlich 2016 hatte ich auch meine Prime von, ich habe probiert, Leute zu verändern und Leuten zu helfen, die einfach gestört waren und wirklich dumme Arschlochmenschen waren. Aber ich habe gedacht, ich kann da sicher noch ein bisschen therapieren und dann ist gut. Nein. Wenn eine Person 100 Millionen Mal zu dir kommt mit dem genau gleichen Problem und du hast schon 100 Mal eine Lösung gegeben, aber die Person hört nicht, dann ist ja klar, die Person will keine Lösung. Die Person ist gerne im Chaos. Und das ist nicht mal irgendwie zum Judgen oder so. Ich glaube, wir kennen das, also ich weiß nicht, ob alle, aber ich glaube, viele von uns kennen den Moment oder so eine Phase, wo man eigentlich auch gerne so in diesem Scheiß drin ist, weil man fast gar nicht mehr weiss, wie ohne. So Chaos, wenn du auch im Chaos aufgewachsen bist, dann bist du auch immer hingezogen zum Chaos. Und vielleicht, wenn du als Kollegin das gar nicht so kennst, vielleicht bist du einfach mega normal, weißt, dann denkst du dir von aus einfach, Alter, wie kannst du immer wieder zurückgehen? Aber es gibt Leute, die fühlen sich hingezogen zu allem, was schlecht für sie ist, weil sie es gar nicht anders kennen und das ist ihr Normal. Die fühlen gar nichts. Wenn sie einfach einen ganz normalen, netten Freund hätten, dann hätten sie kein Gefühl für den. Würden sie nicht meinen, sie sind verliebt in die Person, weil das ihnen nichts gibt. Sie haben das Gefühl, Liebe sieht so aus, dass Liebe so schlimm sein muss, weil hey, ich fühle etwas, aber es ist eigentlich nur Adrenalin und Angst und der Angstschiss in der Hose und nicht irgendwie, wow, ich liebe dich, du bist so toll. Aber das können die Menschen zum Teil nicht differenzieren und da kannst du noch so viel rational erzählen, es bringt doch nichts. Und das ist das Problem. Also ich würde schon sagen, man muss jetzt nicht von Anfang an eine Person einfach so abcutten und dann sagen, hey, ciao, du checkst es nicht, tschüss, du bist ein scheiß Mensch. Weil das ist ja nicht, wir wissen ja alle, sonst wären wir auch nicht mit so Leuten befreundet, 100 Jahre, bis es einem auf den Sack geht. Das sind nicht schlechte Menschen. Und wir sind wahrscheinlich alle vielleicht schon mal die Kollegin gewesen, die sich genauso 100 Mal über das Gleiche aufregt, wo man sich denkt, Alter, willst du überhaupt eine Lösung? Aber genau über das, glaube ich, redet man eben nicht. Also es ist immer das Hin und Her und man hilft und eben eine Seite von der Freundschaft nimmt so die Helferrolle ein und die andere Person macht einfach immer Gebrauch davon, was auch immer, mich nervt nur schon das, wenn es nicht mehr ausgeglichen ist. Aber ja, es gibt ja wirklich Leute, die brauchen das halt und keine Ahnung, und es gibt auch Leute, die brauchen das, in dieser Helferrolle zu sein.
so Helferkomplex-Type-Shit. Du hast so die Disbalance in einer Freundschaft, okay, du kommst immer nur zu mir, wenn du ein Problem hast, es staut sich ja so auf und man hilft und dann irgendwann vielleicht antwortest du nicht mehr so, aber es ist nicht, dass man ansitzt und darüber redet, hey, Sophia, im Fall, es nervt mich. Man kann es ja literally so ausdrücken, es nervt. Nicht, du bist schlecht, sondern es nervt mich. Nicht, es muss jeden nerven. Mich nervt es, Sophia, dass du immer zu mir kommst und ich mir Zeit nimm für deine Probleme, aber du hörst nicht auf mich. Dann erzähl es mir doch gar nicht erst. Was soll ich machen? Es tut mir im Fall auch weh, zu hören, wie es dir geht in dieser Beziehung. Ich habe dich gern und ich höre nicht gern Sachen, die schlecht sind für dich und kann nichts daran ausrichten. Sophia, dann vielleicht bitte entweder änderst du etwas oder erzähl es mir nicht oder sei zufrieden mit der Situation. Reg dich nicht immer darüber auf, du willst ja abwieseln mit ihm zusammen sein, dann erzähl mir nicht, dass es ein Problem ist. Wenn es ein Problem wäre, dann könntest du vielleicht gehen. Und wir wissen alle, es ist nicht so einfach, zum einfach Schluss machen und gehen, wenn man in einem toxischen Verhältnis ist, bla bla bla. Das wissen wir alle, aber wir reden aus der Perspektive von jemandem, der einfach den Anschiss hat als Kollegin. Und das dürfen wir auch haben. Das ist ja auch der Punkt. Alle sind immer so, aber ich fühle mich so schlecht und sie hat sonst niemand und alle anderen haben sie auch schon links liegen lassen, weil sie keinen Bock mehr hatten. Ja, zu Recht, sorry. Ich weiss, es ist richtig schlimm für die Person, aber amigs muss man auch einfach auf die Schnur fallen. Ich war auch schon die Person, die wirklich 100-mal genau das Gleiche gesagt hat und dort hat mir doch gescheiter mal jemand gesagt, Emma, so will ich nicht mit dir befreundet sein. Du nervst, Alter, ciao. Und dann hat die wahrscheinlich viel schneller mal aufgehört mit dem und hat gecheckt, dass es nicht geht, anstatt wenn alle immer von außen «Oh, ja, Emma, ja, wie...» Hast du das Gefühl, du realisierst, dass etwas nicht gut ist? Nein. Und Leute müssen einfach irgendwann Konsequenzen spüren. Ist mein Take. Ich bin auch mega schlecht in dem. Und ich gebe auch Leuten immer 100 Chancen. Aber eigentlich, wenn du es wirklich probiert hast und dir selber nichts mehr vorzuwerfen hast, dann könntest du auch einfach mal sagen, hey, look, ich habe dich mega gern als Mensch, aber es belastet mich zu fest und ich muss auf mich selber aufpassen. Ich kann nichts dafür, dass du nicht auf dich selber aufpassen willst. Ich muss auf mich selber aufpassen. Ich bin immer da, wenn etwas... Nein, ich bin nicht immer da, wenn etwas ist. Streichen das, cutten das sagt man nicht, weil dann kommen sie die ganze Zeit. Das heisst, wenn du deine Situation ändern hast können und wenn du vielleicht mal realisierst, wieso dass ich so denke und dass es eigentlich zu deinem Wohl ist, dann melde dich bei mir. Ich habe dich nicht weniger gern wegen dem, aber ich muss mich einfach distanzieren. Mäßig. Keine Ahnung, ob das etwas hilft. Mir ist das noch nie gesagt worden. Ich war auch noch nie so tief in so einer Situation gewesen. Und ich glaube, es ist auch etwas, das Jahre gehen kann. Oder vielleicht auch nie im Leben. Vielleicht bleibt die Person für immer und ewig mit einem Anschlag zusammen. Und dann, was machst du? Das ganze Leben neben da stehen und dich schlecht fühlen? Oder sagen, ja, okay, das ist deine Entscheidung. Ich finde, es ist immer etwas anderes, wenn man mega jung ist. Also eben, wenn du und ich die zwei Kolleginnen wären und du bist 15 und ich bin 14, dann ist das etwas ganz anderes. Ich finde, in diesem Alter ist man auch mega, mega abhängig von seinen Freundschaften und trifft auch ganz viele Entscheidungen zusammen mit im Freundeskreis. Also du machst ja selten eigentlich etwas, ohne mit jemandem darüber geredet zu haben. Und du lässt dich auch mega schnell beeinflussen von anderen. Ich glaube, es ist dann auch noch einfacher, deiner Kollegin zu sagen, hey, mach das nicht. Weil es ist so wichtig in diesem Alter, was deine Kolleginnen von dir denken. Das heisst, du hörst noch schneller darauf, ja, Aurelia hat gesagt, darum mache ich. Ohne gross sich das zu überlegen. Aber irgendwann werden wir erwachsen und die Leute hören auch nicht mehr so. Was gut ist, aber auch nervig ist, wenn du jemand bist, der probiert, eine Person zum Hören zu bringen. Und dann kannst du das ja auch nutzen für dich selber, um dich zu entlasten, um dir einreden quasi, ja, die Person ist erwachsen und die Person trifft so viele Entscheidungen allein und die Person ist verantwortlich für sich selber und sie will das. Dann lass sie. Also weißt, es ist wie so ein bisschen das Argument, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt etwas völlig Cancelbares sage, aber in meinem Kopf ist das jetzt gerade einfach aufgepoppt. Wieso dass wenn man jemandem, der auf der Straße lebt, Geld gibt, also gibt es so das Argument, entweder du gibst Geld und die Person darf das Geld brauchen für was auch immer, auch für Drogen oder sonst irgendetwas, oder du willst einfach nur hingehen und sagen, hey, du darfst nur Essen kaufen mit dem oder du darfst nur aufs WC gehen mit dem. So. Und das ist ja das, wo also in der Philosophie ist es ein mega Ding, von wegen, nur weil eine Person drogenabhängig ist oder auf der Straße lebt oder irgendwie ein anderes Leben führt als du, hast du nicht das Recht, dieser Person zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben hat.
du würdest wie die Menschlichkeit entziehen, wenn du sagst, ich gebe dir Geld, aber. Weil dann ist er wie unter dir. Anstatt dass du einfach von deinem Herzen sagst, doch, komm, nimm das Geld, weil du brauchst Geld. Und ob jetzt die Person am meisten Drogen braucht, um durch den Tag zu kommen, oder ein Sandwich, das hast du nicht zu entscheiden. Also, das ist einfach ein Take. Ich weiß nicht, ob das mein Take ist, ehrlich gesagt. Weil ich finde es auch scheiße, jemandem Drogen zu finanzieren. Aber to be honest, ich würde wahrscheinlich auch Drogen nehmen, wenn das mein Leben war. Checkt ihr? Naja, auf jeden Fall genau das Gleiche. Kannst du ja bei dem denken, so, habe ich das Recht, meiner Kollegin vorschreiben zu wollen, nur weil ich finde, das ist das Richtige, was sie zu tun und zu lassen hat. Logisch hast du das Recht und logisch ist das eigentlich ein gutes Ding von dir. Und ich glaube, das ist auch das, was uns alle so fest aufregt, immer, dass man denkt, wieso siehst du nicht, dass ich es gut meine? Wieso hörst du nicht auf mich? Wieso bin ich nicht wichtig genug, dass man auf mich hören würde? Aber es hat gar nichts mit uns zu tun. Es hat nichts mit dir zu tun, wenn du probierst, jemandem zu helfen und die Person will keine Hilfe. Es macht es wie noch schlimmer aus der Perspektive von dieser Person, weil stell dir vor, wie tief drin du sein musst, um einfach so blind zu sein, dass du nicht hörst, obwohl etwas so gut meint. Und ich verstand auch, irgendwann hast du keine Lust mehr, um es nicht zu sagen. Irgendwann wird man vielleicht auch gemein zu diesen Leuten. Und das ist auch das, was einem dann schlecht fühlen lässt, dass man denkt, oh, jo, jetzt ist die Freundschaft irgendwie auch gar nicht mehr die gleiche und ich sehe die auch nicht mehr gleich. Das ist das, was bei mir mega oft passiert. Auch gerade mit so Beziehungssachen und so. Es hat so einen Einfluss darauf, wie ich Menschen sehe, was sie sonst für Entscheidungen treffen in ihrem Leben. Wenn du die ganze Zeit schlecht behandeln lässt und immer das mitmachst um Zeug und Sachen, dann mein Bild von dir verändert sich, obwohl du vielleicht sonst der netteste Mensch auf der Welt bist, der coolste Mensch, du hast so viele Sachen erreicht und du bist sehr, keine Ahnung, unique oder sonst etwas, aber wenn du diesen Bereich von deinem Leben nicht im Griff hast, dann macht es in meinem Hirn einfach so, was mache ich denn mit dir? Was mache ich denn mit dir? Das ist doch so ein grosser Teil vom Leben. Und das ist, finde ich, eigentlich mega schlimm von mir, dass ich das so mich beeinflussen lasse, weil ich glaube, was man in der Liebe macht, ist eben nicht unbedingt das, was man sonst im Leben macht. Ich habe das Gefühl, dort ist man so, Bro, dort übernimmt dich so irgendein Spirit und du kannst so possessed sein und bist auch so geleitet von den Gelüsten. Ich weiß auch nicht. Habt ihr nicht das Gefühl? Also wenn ihr an andere Leute denkt, weil ich glaube, es ist schwierig, aber wenn ihr an euch selber denkt, ich habe das Gefühl, ich bin so ein anderer Mensch, wenn ich loco gehe, wenn etwas mit einem Typ nicht gut ist. Also es übernimmt mich. Ich wünschte ja auch, es wäre nicht so, aber ich bin dann wirklich so am Crash-Out gehen, wenn ich sonst nicht Crash-Out gehen würde. Weil es berührt so einen anderen Teil von dir. Du lässt ja deine Kolleginnen nicht so nah an wie ein Freund. Du lässt wahrscheinlich deine Familie auch nicht immer so nah an wie ein Freund. Ein Freund oder ein Love Interest sieht eine ganz andere Seite von dir. Und darum macht es auch so viel mehr weh und darum haben wir auch so viel mehr das Gefühl, man braucht die Person. Weil wenn du die Person nicht hast, hast du niemanden, der vergleichbar ist mit der Position, die die Person eingenommen hat. Und darum kommt man doch auch fucking crazy. Aber das heisst nicht, dass ich sonst nicht ein netter Mensch sein kann und hilfsbereit und blablabla. Und dann bin ich halt boy crazy zum Beispiel. Das ist ja auch ein Problem oft in Freundschaften, vor allem weiblichen Freundschaften, glaube ich, dass man sich nervt daran, wie fest die weibliche Kollegin boy crazy ist und einfach nur an Typen denkt und immer nur über Typen redet und so blablabla. Das Gefühl, bei Männern ist das irgendwie nicht so ein Problem. Können wir ja erzählen, ob das auch ein Problem ist bei Männern. Aber das ist so, dass es nimmt einem so ein, aber eigentlich, ich glaube, es sagt eigentlich gar nicht so viel aus über eine Person im Gesamten, außer über den Selbstrespekt. Und es gibt ja auch ganz viel, und ich habe das Gefühl, ich habe das auch schon gesagt, dass man so wahrscheinlich davon schließen kann, wenn du wenig Selbstrespekt hast, dann wirst du auch ein scheiß Mensch sein, low-key, weil wenn du nicht mal dich selber respektierst, wie sollst du andere respektieren, blablabla. Aber ich glaube, in der Realität ist es eben mega oft so, dass auch wenn du mega wenig Selbstrespekt hast, dass du dann die anderen wie noch mehr respektierst. Weil du dich selber ja so viel weiter unten siehst als alle anderen, dass die anderen irgendwo im Himmel oben sind und vielleicht behandelst du deine Kolleginnen trotzdem mega toll, auch wenn du dich selber nicht toll behandelst. Weißt du, was ich meine? Darum, all die Verallgemeinerungen und so, ja, wenn du einen scheiß Freund hast, dann bist du ein schlechter Mensch, weil dies, das und jenes und oh mein Gott, die Girls, die sich so behandeln. Und nein, es ist einfach fucking nervig. Das ist es. Es ist nicht, du bist nicht ein schlechter Mensch, du bist nicht weniger als andere. Du bist einfach nervig für die Leute, die sich aufopfern für dich und du schießt drauf. Das ist es. Und die Leute schießen wahrscheinlich nicht drauf, die sind einfach blind und sehen es nicht. Aber als außerstehende Person denkt man sich so, du schießt drauf. Ich nehme mir stundenlang Zeit,
und dir ist das scheißegal. Wieso erzählst du es mir? Und darum ist das Einzige, was ich als Tipp geben kann, um es einfach zu machen, also ja, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, aber konkret so nochmal zusammengefasst ist es, dass man abstrahiert zwischen der Version von dieser Person, die halt das Problem hat mit dem Typ oder diesen Typen, je nachdem, und der Person, die deine Freundin, Kollegin ist. Und dass du dich einfach distanzierst. Du musst dich distanzieren. Du kannst nicht so nah dran sein und helfen. Du musst in deinem Kopf denken, okay, Pech. Und das ist für mich das Schwierige, weil sobald ich okay, Pech denke bei jemandem, will ich eigentlich mit dieser Person nicht mehr befreundet sein. Also für mich ist das mega schwierig. Ich kann nicht. Es tut mein ganzes Bild von dir beeinflussen. Und das Einzige, glaube ich, wenn du wirklich halt noch close miteinander befreundet sein willst, was wir machen können, was wir alle viel zu wenig machen, ist Grenzen setzen und das aussprechen. Es ist mega unangenehm, Leute, ich kann das nicht, ich hasse das. Ich finde, in einer Freundschaft sollte es einfach keinen Streit geben. Wir sind befreundet, lass mich in Ruhe. Du musst immer toll zu mir sein, ich muss immer toll zu dir sein. Wir haben einfach Frieden, wir sind so in einer Regenbogenwelt. Streit ist für Beziehungen und Familie, aber nicht für meine Shaylas. Weißt du, was ich meine? Darum, ich hasse es. Ich hasse es auch, in einer Freundschaft müssen Probleme ansprechen und sagen, hey, das passt mir nicht und so, weil es fühlt sich so falsch an. Also es ist so, oh, sorry. Aber es gehört, glaube ich, dazu. Mann. Aber und du müsstest halt dann wirklich aussprechen, hey, schau, für mich, und nicht so, du bist scheiße wegen deinem Freund. Du darfst das denken und die Person weiß wahrscheinlich auch, dass du das denkst, weil sie weiß es. Also weißt, die Leute sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die wissen es ganz genau, sie kommen einfach nicht weg. So. Und du musst einfach sagen, für mich geht das nicht. Ich fühle mich unwohl, es macht mir weh. Ich habe das Gefühl, ich werde egal, wenn du nicht auf mich los bist. Und darum ist es mir lieber, wir würden einfach nicht mehr über das Thema reden. Ich will nicht mit euch irgendwo hin, ich will ihn nicht treffen, ich will nicht so tun, als hätte ich ihn gern. Du darfst mit ihm zusammen sein, aber bitte mach nicht, dass ich das muss zuschauen und muss gut heißen, wenn ich es eigentlich richtig schlimm finde. Und du weißt, was meine Meinung dazu ist. Das heisst nicht, dass ich die einen schlechten Mensch finde oder die weniger gern habe, sondern ich will das einfach nicht für die und es tut mir leid für die. Aber wir können sonst alles andere, was wir bis jetzt immer gemacht haben, können wir gerne so weitermachen. Aber bitte erzähl mir nicht von ihm, wenn du nicht auf mich los bist. Ich bin nicht irgendein Dumping Ground. Ich bin nicht einfach jemand, wo man alles rauslassen kann. Ich bin nicht ein Tagebuch. Du darfst gerne zu mir kommen, wenn du parat bist, um darüber zu reden und wirklich eine Lösung zu suchen. Aber ich bin nicht einfach irgendwie ChatGPT, wo man hin und her und nachher aber nichts macht. Es verletzt mich. Du verletzt mich mit dem. Ich weiss nicht, ob dir das bewusst ist. Und wenn die Person dann völlig durchgeht und so ist, hey, aber das ist ein Teil von meinem Leben, mein Freund, und dann sagst du halt, ja, okay, ciao. Pech. Und dann tut es dir auch weh. Es ist dann nicht, ja, in diesem Fall, du dumme Sau. Es macht dann weh, wenn du merkst, der Freund ist konstant über dir. Aber die Leute können halt ihre eigenen Entscheidungen treffen. Leider. Ich würde auch gerne kontrollieren, was alle anderen sagen, weil die Welt wird viel besser aussehen. Aber es geht nicht. Und darum ist das alles, was du machen kannst. Und I get it. Wirklich, I get it. Und wir alle checken. Und ich glaube, vielleicht sollten wir auch einfach alle selber dann ein bisschen überlegen, bin ich gerade, weißt du, welche von diesen zwei Kolleginnen bin ich gerade? Bin ich gerade Sophia, die nervt, oder bin ich gerade die andere, die 100-mal probiert zu helfen und es bringt nichts? Und einfach offener miteinander reden. Ich glaube, mega oft haben wir eigentlich Verständnis dafür. Wenn man es anständig ausspricht, dann glaube ich, ist man in Freundschaften, ich glaube, noch viel mehr so, oh, sorry, es tut mir mega leid, habe ich nicht gecheckt, als in Beziehungen. Ich finde, in Beziehungen ist viel mehr Ego involviert und in Freundschaften bist du so, oh, warte schnell, das habe ich nicht wollen. Weißt du, was ich meine? GGG. Gugus, Gedigen, grandios. Ich finde mein Gugus. Also, zur Klarstellung. Ich habe das abgeschaut von Kaulitz Hills. Podcast, falls ihr nicht kennt. Sie machen so ein Ranking. Bei ihnen ist es, glaube ich, süß, mittel, extra scharf. Bei mir ist Gugus Gedigen grandios. Also, Gugus ist obviously das Schlechteste. Das Unterste in der Hierarchie. Gugus ist scheiße. Gedigen ist so, Medium kann man machen, muss man nicht. Und grandios ist das Oberste in der Hierarchie. Das heisst, ich tue immer Sachen ranken. Ihr müsst mir GGG-Vorschläge bringen, die ich dann einordnen soll. Weil sonst ist das alles nicht lustig. Und es gibt wirklich, also ihr dürft auch sehr gerne einen Kontext dazu schreiben, zum Beispiel, keine Ahnung, kennst du das, wenn, blablabla, und bei mir ist mal das und das passiert und das ist richtig scheiße gewesen, darum musst du das jetzt einordnen. Würdest du lieber dies, das oder jenes?
checkst. Also ich könnte sehr gerne nicht einfach nur 3 Wörter schreiben, sondern auch eine Geschichte rundum. Das ist sicher entertaining. Aber ich habe jetzt einfach mal für das allererste Mal selber etwas ausgesucht. Ich habe jetzt aber auch schon auf Insta gefragt nach GGG-Sachen und ich bin gespannt, was uns in den nächsten Wochen noch so erreicht. Naja, auf jeden Fall habe ich zur Auswahl Silent Treatment, also wenn jemand die einfach komplett ignoriert und nicht mit dir redet, wenn man ein Problem hat. Es geht allgemein um eine Konfliktsituation, okay? Egal mit wem. Oder volle Konfrontation, also wirklich so full Beef und nicht nur so, nicht einfach einander anstressen, sondern du musst so aussprechen, was wirklich tief in dir drin ist und was du wirklich so davon haltest. Boah, Endgegner hasse ich im Fall. Und als letztes einfach fake so tun, als wäre alles gut. Aber beide wissen, es ist nicht alles gut. Aber du redest miteinander, du hockst nebeneinander, du schaust Fernsehen, du musst so am Tisch sitzen miteinander. So. Wir wissen beide, wir hassen einander gerade, aber wir tun so, als wäre alles gut. Und zwar richtig, richtig fake. Das sind meine 3 Auswahlmöglichkeiten. Und die muss ich jetzt ranken in Gugus, gediegen und grandios. Oi, Leute, ich weiß es nicht. Also, das Ding ist, wenn ich Silent Treatment gebe, dann finde ich es super. Sorry, not gonna lie. Ich weiss, es ist richtig etwas Schlimmes, aber ich gebe das schon amix. Und das ist einfach, weil dann fühlst du dich so mächtig und darum machen es doch auch einfach alle. Du bist so, haha, ich habe jetzt entschieden, wir reden einfach nicht mehr. Das Problem ist einfach, ich kann Silent Treatment nicht einhalten. Also ich bin dann die anfängt, eine andere Person anschweigen, aber ich bin auch die dann wieder anfängt zu reden, weil ich es nicht aushalte, dass nicht geredet wird. Das ist so minus Aura. Ich finde, wenn du es schon machst, dann musst du es durchziehen. Darum Silent Treatment einfach übel. Vor allem, wenn du es bekommst und wenn jemand dich ignoriert. Ich hasse das. Ich hasse es. Es löst in mir so... Ich kann dann nicht mehr schlafen. Ich kriege Albträume, weil ich mich so schlecht fühle. Und das Ding ist, bei Silent Treatment, du weißt ja gar nicht, was du falsch gemacht hast. Es ist nicht, wir haben gestritten und danach hören wir auf reden, sondern es ist gar nie erst zu einer Konfrontation gekommen. Du ignorierst mich einfach und ich muss jetzt probieren herauszufinden, wieso du mich ignorierst und was dein scheiß Problem mit mir ist. Ist wirklich, ich weiß nicht, ich muss mir schnell überlegen. Volle Konfrontation finde ich, so streiten und so kann ich mega gut. Aber eben das mit dem, man muss wirklich wahrhaftig aussprechen und so probieren auf eine Lösung kommen, das kann ich eben nicht gut. Ich tue einfach gerne Leute anschissen und dann müssen sie es für mich lösen. Im Streit bei mir ist es wirklich nicht lustig, falls es nicht rausgehört. Das ist aber so, das kann ich und es ist so okay. Es ist mega unangenehm. Ich finde es auch danach mega peinlich, wenn du so gestritten hast und nachher ist alles wieder gut und du hast so deine schlechte Seite gezeigt und musst dich jetzt schämen, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so... Ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Weißt du, so unangenehm. Und das Fake, alles ist gut, nein, das kann ich nicht. Scheiße, ich kann nichts von dem allem. Mega schwierig. Das Fake, alles gut, das kann ich mit so Leuten, die gar nicht wissen, dass ich ein Problem mit ihnen habe. Das heisst, es ist so one-sided, Fake ist alles gut, weil die anderen checken wahrscheinlich gar nicht, dass ich ein Problem mit ihnen habe. Dann kann ich es, aber wenn so beide wissen, es ist etwas in der Luft, dann bin ich so die so, kannst du mir jetzt sagen, was das scheiß Problem ist? Also wieder so die Konfrontation sucht. Okay, wir machen volle Konfrontation, machen wir auf grandios. Habe ich gerade gemerkt, weil das ist noch das kann ich am ehesten. Und dort kann ich so die Oberhand ergreifen. So, okay, dann mache ich jetzt einfach full Beef, wenn du nicht mit mir reden willst. Weißt du, was ich meine? Ja, ganz toxic trait von mir. Silent Treatment. Wie würdet ihr es ranken? Schreiben wir mal hören mal auf Insta, wie ihr es gerankt hättet. Aber ich mache volle Konfrontation auf grandios. Fake, alles ist gut auf gediegen und Silent Treatment auf Gugus. Obwohl, nein doch, es wird eingeloggt, das ist mein Ranking. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich habe gerade so Unwohlsein in mir ausgelöst, überhaupt an diese Sachen zu denken. Aber ja, bin gespannt auf eure nächsten Einordnungen. TMI. Too much I. Ja, wie findet ihr das? Das ist das Format, wo ich einfach mal etwas rauslassen darf. Wo too much I ist. Ihr dürft mich nicht judgen. In dieser Sektion des Podcasts wird nicht judged, weil ich weiss, es ist too much und ich weiss, so, es sind so Sachen, die ich eigentlich gescheiter einfach nicht aussprechen würde. Habe ich entschieden. Wo ich dann einfach trotzdem ausspreche, im Internet, für immer und ewig. Haha, also, ja, schlecht für meine Zukunft, aber irgendwo muss es ja Platz haben, oder? Vielleicht in meinem Tagebuch besser, aber mir doch gleich. Genau, heute habe ich nicht so etwas Schlimmes, also ich bin mir sicher, es kommen noch schlimmere Sachen. Aber ich habe Stranger Things, die letzte Folge gestern geschaut.
ich tue jetzt nicht spoilern, falls ihr es nicht geschaut habt. Und falls du keine Ahnung hast von Stranger Things, du musst jetzt einfach zuhören. Ich hasse den Mike. Den Mike. Und ich glaube, es ist im Fall nur etwas, weil ich sein Gesicht nervig finde. Mega asozial. Aber er nervt mich so. Wenn ich mir jetzt auch überlege, was hat der zu dieser Serie beigetragen, kommt mir nichts in den Sinn. Seine Beziehung mit der Eleven hat mich gerust. Ich finde das auch ganz... Oh mein Gott, das hat mich auch so geickt, dass sie in der letzten Folge alle so geküsst haben. Und so, und ich dachte, ihr seid 12, hört auf zu küssen. Aber sie sind halt nicht mehr 12, aber so, ihr seid 12, hört auf. Ich habe auch ein Ding gesehen, ein Interview, wo glaubt Sadie Sink, also die Max, erzählt hat, dass sie ihren ersten Kuss auf dem Set hatte und alle zugeschaut haben und es mega unangenehm war. Und ich dachte mir einfach so, nein, sorry. Nein, lasst die armen Kinder, hör auf, was die einander küssen müssen. Vor allem, das ist so, sie sind halt so, die kennen sich, seit sie so klein sind, seit das alles angefangen hat. Und sie müssen einfach seither, so alle Jahre oder so, sich mal küssen. Das stelle ich mir so schlimm vor. Aber ja, es ist ja ihr Job, aber so trotzdem, ich will euch nicht küssen sehen, ihr seid 12. Genau, der Mike, er provoziert mich, alles, was er sagt, ist so pick me, alles, was er macht, ist so, ja, das hat man einfach rauslassen können, du nervst. Nein, einfach seine Schnurren, ich glaube, es ist seine Schnurren, jetzt muss ich mir überlegen. Und, eine Confession, ich weiss nicht, wer mit wem verwandt ist in dieser Serie. Egal, wie viele Stunden ich das geschaut habe, jedes Mal, wenn sie dann irgendwie plötzlich den Nachnamen gesagt haben und irgendwie Nancy ist mit... Wer ist alles Wheelers? Also nur schon, dass Nancy Tochter ist von denen, habe ich im Fall nicht gecheckt, von den Wheelers. Irgendwie bis die Staffel. Oder wer ist denn alles mit der Nancy? Irgendeiner von den Buben ist doch der Will. Nein, der Will gehört zu den Joyce. Checkt ihr wieder, ich habe keine Ahnung, wer mit wem verwandt ist. Und die Hälfte von denen sind ja irgendwie Geschwister, die anscheinend. Der Jonathan. Nein, der ist mit dem Will. Wer ist der Will schon wieder? Der Will ist der... Okay, jetzt weiss ich nicht mehr, wer ist. Aber ja, das hat mich genervt. Dass ich wirklich nie gecheckt habe, wer ist mit wem, wieso sind die plötzlich Geschwister. Und ich finde auch nicht, dass man gemerkt hat, dass sie Geschwister sind. Also ja, wo die Holly, die kleine Schwester plötzlich verschwunden ist, habe ich übrigens auch nicht gecheckt, dass die eine kleine Schwester haben. Plötzlich taucht die auf und hijackt die ganze Serie, keine Ahnung. Aber auch dort habe ich mir gedacht, ja, okay, dort sind sie schon so emotional dabei gewesen, so, oh wow, meine kleine Schwester ist verschwunden, aber irgendwie low-key hat es alle viel zu wenig gejuckt für das, dass sie verwandt sind. So, wie meinst du das? Ja, sie ist jetzt halt einfach weg, suchen wir sie mal. Es ist deine kleine Schwester. Aber ja, vielleicht haben sie auch einfach Issues des Todes. Welche Theorie glaubt ihr? Also ich sage, der Mike ist einfach batshit crazy gegangen und muss sich jetzt das einreden. Seine Theorie am Schluss, ich sage es euch ja nicht, damit es ihm gut geht. Und ich check nicht, wieso alle auf TikTok sind. Xander, hast ja gewusst, sie ist noch da. Obviously nicht, Mann. Aber wir können ja einen offenen Diskurs führen von mir aus. Sonst gibt es halt Silent Treatment, wenn ihr mir nicht recht gebt. Ist auch okay. Ja, es war jetzt spaßig, mit euch zu quatschen hier. Es hat mir Spass gemacht. Ihr könnt mir übrigens, es gibt noch ein anderes Format, wo ich jetzt noch nicht drin habe, aber wo ich einfach nur über Confessions von euch rede. Also ihr dürft mir sehr, sehr gerne im anonymen Formular dann auch eine Confession schreiben von etwas, was ihr sonst vielleicht nicht gerade sagen würdet. Eine unpopular opinion. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht irgendwie fucking crazy Zeug reinschreibt, wo ich nicht mehr schlafen kann. Aber so einfach eine Confession, die du abzugeben hast. Wieso in der katholischen Kirche? Ist doch in der katholischen, oder? Sorry, religiös bin ich nicht so informiert. Aber ich bin so auf der anderen Seite von diesem Beichtstuhl. Und du kannst mir einfach etwas beichten. Und anonym, und wir reden dann darüber. Vielleicht wirst du judged, vielleicht wirst du nicht judged. Vielleicht fühlen sich andere Leute verstanden wegen dir. Tja, let me know, was ihr denkt zu der ganzen WWET-Situation. Ich finde, das ist ein grosses Thema und vor allem auch wahrscheinlich viel mehr unter Frauen ein Ding als unter Männern. Ich habe das Gefühl, wir sind halt so eng miteinander befreundet, dass es uns richtig affectet, was unsere Kolleginnen machen. Übrigens für die Deutschen Kollegin gleich Freundin. Auf Schweizerdeutsch. Also nicht bei allen, aber bei mir. Ja, einen guten Rutsch, einen schönen Start ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Mal. Ich sage extra nächstes Mal, weil ich will euch nichts mehr versprechen. Ciao.